Schatz, bist du bereit? Sehe ich so aus? Ach Schatz, mach vorwärts, wir müssen gehen. Ja, so willst du mich nicht mitnehmen, oder? Hättest du auch vorne machen können. Die Kinder sind schon im Auto. Immer müssen alle auf dich warten. Ja, komm jetzt, wegen diesen 5 Minuten kommt es auch nicht mehr auf an. Ich will nicht schon wieder zu spät kommen. Wir gehen nur zu meinen Eltern. Du hast genau gewusst, dass wir um 3 los müssen. Du bist einfach nie bereit. Dafür bin ich nicht den ganzen Nachmittag hässig wie du. Weißt du was? Geh doch einfach allein. Kennt ihr das auch? Der eine ist bereit, der andere will gerade noch schnell etwas erledigen. Manuela will beim Sketch pünktlich sein, die Schwiegereltern sicher nicht warten zu lassen, weil das ist in ihren Augen anständig. Und jetzt aus Angst, eben zu spät zu kommen und unanständig zu wirken, fängt sie an zu schimpfen und Simon an rumnörgeln. Und sie macht einfach gerade mal so einen Rundumschlag und sagt, nicht schon wieder bist du zu spät, nie bist du bereit, immer müssen alle auf dich warten. Ja, und indem Manuela sagt, immer müssen alle auf dich warten, greift sie den Simon frontal an. Sie bleibt nicht bei ihrem Bedürfnis, nämlich pünktlich zu sein, sondern sie sagt dem Simon nur, was er alles falsch macht. Mit sogenannten Du-Botschaften ist der Streit schon fast vorprogrammiert, weil Du-Botschaften sehr konfrontativ sind. Wenn sie bei ihrem Bedürfnis bleiben, nämlich pünktlich sein, dann hat das den Vorteil, dass der Simon auch wüsste, was wichtig wäre für sie. Das Dumme ist, weil sie nur sagt, was er falsch macht, weiss er gar nicht, was ihr Bedürfnis ist und wird sich darum auch nicht ändern. Genau, weil die 3 Worte immer, nie, alle oder alles sind sogenannte Gesprächskiller, die eine Beziehung mehr zum Erliegen bringen oder auseinandertreiben, als zusammenführen. Wenn es der Manuela gelingen bei ihrem Gefühl und ihrem Bedürfnis zu bleiben, wie sie auch gesagt hat, nämlich pünktlich zu sein, dann wäre eine Möglichkeit auch da, dass sich in Zukunft etwas ändern würde. Wenn du mehr wissen willst, wie man ohne Du-Botschaften erfolgreich kommunizieren kann, dann klick auf unser Vertiefungsvideo.